Der Service sozioedukativ aus dem LGE wurde am Kader von einer Präventionskampagne Police op Satyamsklassen invitiert. 2 Polizisten haben mit den Schülern über Verantwortung und Responsabilität geschwatzt. Mandy Bierler aus dem SSE hat uns das noch einmal im Detail erklärt. Wir haben Prävention von der Police op Satyam organisiert. Das heißt, wir haben geguckt, dass all Satyam die Prävention hat. Das war jeweils 2 Stunden auf den Satyamsklassen. Sie klären die Schüler auf über die Rechte, wir aber auch, was sind hier an der Schule Gesetze, was wir machen, was wir nicht machen. Das heißt, voilà, eine typische Prävention. Es geht darum, dass sie Vierschafft, Vierbeugt, dass sie verschiedene Gefahren, verschiedene Risiken, man Zeit kann aus dem Weg gehen. Der Xavier Giersch, Kommissär vom Service Prävention von der Police, hat uns erklärt, wie ein Themen während der nächsten Stunde behandelt gehen. Gewaltprävention beinhaltet an sich die verschiedenen Themen wie Vandalismus, de Graffiti, Zivilcourage, Gefahren am Internet, die häusliche Gewalt, Waffen, ob engem Busaré oder der Gare, heischer allen Scheiße mat Steng, Schreibsen an Auto machen, Pubellen aufhängen, an de Schulen Toiletten, die verwüst gehen, sie wird stehen an Wasser stellen oder Futti machen, Lächern, Tierebure gehen oder an Bänken, alles das, weil den Vandalismus an dann noch alles was Verkehrsschilder sind, was draußen steht, was für den Publikum zugänglich ist, ist öffentlich, wie Parkbänken, die gehen schon nicht eng, aber jeder kann sich schon beim Parkbank setzen, da steht schon kein Nummer drauf. Oder Verkehrsschilder, das ist alles öffentlich. Leitplanken, Brücken, alles das fällt in den öffentlichen Charakter. Natürlich geht es auch darum, die Schüler mit der Diskussion anzubannen. So, wie gibt man es da verhalten? Am besten, wenn man Jugendliche gesehen, die du Sachen Futti machen oder Graffiti machen, wie auch immer, und wir sehen das. Was wäre am besten dort zu machen? Police rufen und dann zu gehen vor an eine Mauer stellen oder an ein Auto, an ein Geschäft gehen, egal was eben gerade auf der Platz möglich ist. Und dann eben Police rufen, hey, ich bin an der Straße, an der Ortschaft, ich gesehen gerade, dass du und du das Futti gemacht wird oder die Graffiti sprayt. Und dann habe ich alles richtig gemacht. Wir haben auch schon miteinander geschlafen. Wir haben noch das Thema Sexting abgegriffen, das relativ aktuell ist, wo wir relativ Probleme auch haben. Zumal bei der Generation, die am Handy abgewusst ist, dass sie sich nicht immer die Gedanken machen, was geschieht ja nur mit dem Bild, was ich von mir schicken oder Video, die eben geschickt wo sie plagisch eventuell zu sehen. Und das einfach, dass sollen den Reflex auch zu evaluieren, was kann das in Zukunft für mich bedeuten, was kann das alles auslösen. Wir haben ganz viel das Problem hier am Land, auch, dass Schüler plagisch Fotos oder Videos von sich schicken und die weiterschicken. Und meistens auch Minderjährige, und das ist ganz wichtig, dass sie da aber mit den Kindern schwätzt, dass sie über die Gesetzeslage schwätzt und dass sie probiert, das zu minimisieren, dass die Probleme nicht noch weitergeht. Sobald du irgendetwas bei ihr checkst, hast du das nicht mehr in der Kontrolle. Die kann das schon und x Leute weiterschicken oder andere Sachen machen, dann ist das publizieren nach, ne? Und dann sind wir fertig an den Labyrinthen. Ne? Und noch an einer Beziehung, wenn ich dann als Liebesbeweis so ein Foto hin und her schicke. Ne? Was soll das? Die sind nicht immer BFF, Best Friends Forever. Ne? Aber wenn man sollte leider dann so eine Situation an Brüsch gehen, da seht ihr, oder hat er nur, wenn du mich verlässt, da postet nicht ein Foto. Und dann? Stell dich das mal vor. Geht das eine Person, die die Foto posten, müsste sich auch strafbar. Du nicht so nicht, für dann beim auf dich zu plündern, weil die Fotos vielleicht 4 und zu dir kriegst. Also die verschiedenen Themen, ich meine, das sind immer verschiedene Bereiche. Alle Schüler, denen nullstadt, den filtert das für sich raus, was für hier interessant ist. Ich meine, wir die verschiedenen Sujets abgezählt. Wenn es im Internet Gefahren geht, was vielleicht den einen oder anderen drin, den nicht Ursache gedurcht und Gefahren und Konsequenzen. Dafür ist es auch wichtig, dass du ein bisschen Gerüchte vielleicht aus der Welt schafft, dass sie informiert. Und dann auch responsabilisiert für das, was zum Internet zu machen. Ne? Und da wäre dann sich gut,
Wann Schweizer net vun enger Kontrolle, mir wann einfach giffen begleet gin, wat zum Internet mache, wat Mechkete sinn, wo Geforen noch lauren, dat se net grad an eng Fall vun engen Groden oder die persinnle Stunde vun sech weiter deelen, an dann noch die richtig Erstellungen an den Applikationen, wo se downloaden, auch richtig machen mat Verstand, dat se wisse, wo hier donien herno anrem sinn. Wa zu Sachen veröffentlicht, dann was du berät, da schiet fri Zugang do rapport. Und du musst eben mat de Konsequenze rechnen mat dem, was du muss im Internet wat herno kann du mat geschéien. Dafür soll ich für dich evaluieren, wat im Internet man. Das besser, wann den Poli sur Platz huet, weil et gëtt einfach ein anert Bild kënnt einfach anders das River. An du merkt den awer och, dass wann man Prävention vun der Poli hunn an die Sache geschieht, die vielleicht net so an der Norm waren, dann kann ich soen ja, dass Schüler gewisse Bedenken hatte, weil sie einfach wussten, okay, Poli könnte Prävention, Poli kann einfach so von uns angeschaltet gehen, für Martinen zu summen zu schaffen. Ne? Das ist auch interessant als Poli so an Schüler zu kommen, für den Schüler auch mal einer Seite von der Poli zu weisen, sind halt Möglichkeit doch hier frohen, wo sie schon immer eng Beamte wollte stellen, die zu stellen, für das wir können auf die verschiedenen Punkte angehen. Und das ist auch erfahrungsgemäß ein ganz flotten Echange, du, wo sie da so, hat uns das aber ganz anders vorgestellt, wenn ein Polizist da steht und uns etwas erklärt, dass er eine ganz andere Situation gewesen wie erwartet, dass nicht in den Uniform martialisch auftritt, aber in den wirklich auch Außenlauscht dann auch als die gewissen Twier mal auf den Weg geht. Also merkt ihr schon einen gewissen Impact huet dat, das wichtig, dass eng Prävention also weiterhin stattfindet, auch mit enger Pandemie. Da sind so die ganz Problematiken nicht direkt mit enger Prävention gelesen kriegt, das auch klar. Dafür haben wir auch noch andere Präventionen, die wir organisieren am Service sozioedukativ. Das heißt, wir haben auch immer den B-Secure, den dann mehr auf der Wolle von den Internetgefahren angeht. Ne? Und die einzige richtige Reaktion aus der Polizeibeschied oder bei B-Secure oder auch eine Stopline, wo ihr könnt Sachen melden, wenn ihr Info im Internet seht, weil ihr komisch viel könnt, lieber einfach zu viel, das melden. Du könnt dann den URL, die Adresse mal checken, da gucken Sie das noch, aber wenn dann der Fall für die Polizei ist, gehen Sie das dann noch weiter. Eine Intervention, die also nicht vom Mut will ist, weil wir wissen, dass Mobbing, Sexting an anderen Internetgefahren immer mehr akut gehen.